der Verteiler an sich, wenn man den ernsthaft, wenn man mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an das angeht und den professionell pflegen und auch will, dass der wächst, und der wird auch mit der Zeit irgendwann, auch wenn das 5 Leute, die amigs dazukommen pro Monat, aber irgendwann wird er dann bei 100 sein, bei 200 Leuten, bei 300 Leuten, dass hinter diesen 300 Leuten, hinter dieser Gruppierung, sage ich mal, dass dort eine recht grosse Macht dahinter kann sein und sozusagen wie so deine persönliche Währung darstellt, als Künstler oder Künstlerin. Weil, wie gesagt, in Zeiten, wo 1000 Follower auf Social Media Plattformen einfach nicht mehr so viel Wert haben, weil die Social Media Plattform von heute auf morgen beschließen kann, dass sie den Algorithmus switcht, boom, und jetzt erreichst du nicht mehr so viele Leute und darfst du uns schön Geld zahlen, dass du deine Werbung kannst schalten bei uns. In diesen Zeiten ist ein direkter Draht zu 300, 400, 500 Leuten in einer eigenen Liste kann eine sehr, sehr starke Währung darstellen für dich als Künstler. Also eine persönliche Währung, sowieso deinen eigenen Schatz, wo man auch wahren kann und wo man auch nutzen kann vielleicht. Sofern halt die Community dort mitspielt und auch Bock auf das hat. Weil international einfach so als Beispiel, dass ihr das ein bisschen versteht, all die grossen Bands, die ihr kennt, oder Künstler da draussen, die meisten von denen haben irgendein CRM-Programm im Hintergrund. Also nicht das Programm im Sinn von einer Software, aber die meisten machen sich die Überlegungen, dass sie Fangruppen haben im Hintergrund, wo nur sie den direkten Draht zu denen haben. Und es wird dann auch ein bisschen wichtig zu verstehen natürlich, dass man den Verteiler vielleicht nicht unbedingt jedem von diesen Unternehmen sollte schenken. Also es schon gar nicht schenken, sowieso nie. Aber man kann halt dann selber entscheiden, was man mit dem Boden kann machen oder soll machen. Und ich erwähne das auch mit diesen persönlichen Verteilern, sage ich jetzt mal, oder mit einem direkteren Draht, weil sobald man den indirekten Kommunikationsweg versteht, wo die Social Media Plattformen tatsächlich haben, und dir eigentlich nur so ein bisschen vorgaukeln, dass du wirklich direkten Draht hast, sobald man das Konzept ein bisschen besser versteht, wird man auch schnell realisieren, dass man natürlich dort auch mitspielen muss. In anderen Episoden sage ich ja auch, dass deine Social Media Kanäle natürlich auch wachsen müssen, zusammen mit dem Streaming-Konsum, sage ich jetzt mal mit dem Musikkonsum. Im Idealfall füttert sich das gegenseitig. Aber ich habe es auch schon bei Accounts erlebt, bei Social Media Accounts, die im Millionenbereich Follower haben und wo da plötzlich wirklich von einer Woche auf die andere irgendeine Mechanik, ein Algorithmus Wechsel gegeben hat bei dieser Plattform, weil halt Gründer oder Programmierer dort im Hintergrund entschieden haben, wir wollen das jetzt nicht mehr so machen, das Puzzleteil tun wir jetzt da an, dass nachher plötzlich die Millionen von Follower nicht mehr so viel wert gewesen sind, wie sie das auch schon gewesen sind, oder du plötzlich halt dann merkst, allgemein im Post, was ja viele da auch merken, für die Episode halt dann werden später sehen, allgemein im Post erreicht nicht alle, die dort oben als Follower-Anzahl stehen. Und das kann man halt wie so nicht wirklich fest kontrollieren, weil was mit dieser Plattform passiert, ausser man ist halt einer von diesen Gründern oder hat halt investiert in die Plattformen, kannst du das wie so nicht mitgestalten, was mit diesen Social Media Plattformen passiert. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Streaming-Anbieter. Dort müsst ihr auch sehen, ich nehme lieber 500, ich habe lieber zu 500 Leuten direkten Draht, wirklich, ich kann denen wortwörtlich anrufen oder ein E-Mail schicken, wenn ich es wählen, anstatt 500 oder 1000 oder lass es 5000 Follower sein auf einer Plattform, wo ich einfach die Zahl sehe, aber die gar nicht richtig kann anschreiben. Weil auf den Streaming-Plattformen passiert das natürlich oftmals auch, dass die Interaktionsmöglichkeit zwischen dir, also die Beziehung zwischen dir und dem Musikhörer, wird teilweise limitiert. Und die wird halt bewusst limitiert nach Design. Weil ich kann mich auch noch schon an eine Zeit erinnern, im 2015, 2016, müsst ihr euch vorstellen, wo YouTube noch die Funktion hat, dass du jedem von deinen Subscriber, jedem von deinen Abonnenten hast eine Nachricht schicken. Egal was, irgendeine Nachricht hast können schicken. Und die Funktion haben sie irgendwann einmal weggenommen.
im 2017 oder 2018. Ich müsste jetzt zurückgehen, schauen, wann das passiert ist. Aber ihr versteht jetzt ein bisschen, was ich vielleicht meine damit, dass so eine Funktion, die vorher extrem mächtig kann sein für den Künstler oder Künstlerin, nachher plötzlich weggenommen wird und nachher wird irgendetwas anderes eingeführt, wo man vielleicht halb geil findet, je nachdem, vielleicht kommt auch eine geilere Funktion. Aber das ist so eine Funktion gewesen, die jetzt mega viele Leute auf YouTube vermissen. Und die ist jetzt halt einfach weg. Und dann ist plötzlich, starten wir da mit 2 Millionen Subscriber, wo man gar nicht mehr richtig anschreiben kann selber. Also versteht dort ein bisschen abschliessend für die letzten 5 Minuten, für die jetzt die Episode da interessiert oder auch später das werden sehen, versteht dort einfach ein bisschen den Unterschied zwischen, okay, ich habe jetzt den X-Follower, habe ich jetzt wirklich einen direkten Draht zu denen, einen direkten Kommunikationsweg, oder ist das ein indirekter Kommunikationsweg und es ist nur so ein bisschen Illusion da, dass ich wirklich einen direkten Draht zu denen habe. Weil für die Leute, für die Kontakte, sage ich mal, muss man auch kämpfen. Weil wenn es einem wichtig ist, dass man noch irgendwann einen Boden hat und halt da bleibt und weiterhin existiert, sage ich jetzt mal, dann muss man halt auch die Kontakte oder halt seine Unterstützer, seine Musikunterstützer, seine Musikfans auch können die Beziehungen pflegen und sich auch die Zeit nehmen. Darum würde ich auch jedem empfehlen, man kann das natürlich noch ein bisschen ewig weiterspinnen, dass er so einen Verteiler auch euch überlegt, das selber mal in die Hand zu nehmen und dort wirklich auch transparent sind. Das ist natürlich auch wichtig, dass ihr dort ehrlich und transparent mit dem umgeht und die Leute, die dort in so einen Verteiler tun, dass ihr die auch wirklich wissen lasst, was sie dort zu erwarten hat, weil niemand wird da irgendwie ein random Verteiler genommen wird, ohne dass er gefragt worden ist oder ohne dass er eingewilligt hat zu dem. Darum macht das immer mit der Ehrlichkeit und mit der Transparenz für die, die das interessiert. Und einfach, dass er die Leute, die euch wirklich gewillt sind, euch zu unterstützen, dass er das nicht als Selbstverständlichkeit annimmt. Ich weiss, das klingt ein bisschen cheesy, ich weiss, das klingt ein bisschen Ding so, in Zeiten, wo du halt relativ schnell so Follower kannst aufbauen, soll das aber wirklich nicht als etwas Selbstverständliches angeschaut werden, weil, so ein Verteiler, so ein eigener Verteiler, sage ich mal, so eine eigene Community, wo man jetzt aufbaut, zu denen man direkt sprechen kann, ist ein viel wertvollerer Boden für mich, als, ob das jetzt eben 500, 200 Leute sind, als 10.000 Follower auf irgendeiner Plattform, wo ich gar niemand mehr von denen erreichen kann, richtig. Und das einfach nur eine schöne Zahl ist, die einfach extrem gross aussieht, die Zahl. Aber was steckt eigentlich effektiv dahinter? Welche Leute hören da tatsächlich zu?